Leute, es ist Donnerstag. Herzlich willkommen bei Kaffee Clash. Heute haben wir so ein paar Themen wieder im Gepäck. Unter anderem ein neues Konsolenspiel, die nächste Panne bei der OB-Wahl und wir haben 2 echte Herzensbrecher heute bei uns im Studio. Aber ich bin natürlich nicht alleine, zum Glück nicht. Ich habe nämlich Sarina bei mir. Hallo, die unterstützt mich heute. Genau. Wir haben ja heute so ein bisschen Mädelspower, würde ich sagen. Genau, ja. Weil, ihr wundert euch vielleicht, aber der liebe Mario liegt leider krank zu Hause im Bett. Deswegen wünschen wir ihm natürlich eine gute Besserung nach Hause. Alles Gute. Und Nina lässt sich gerade auf Bali die Sonne auf dem Bauch scheinen. Sie wird uns wahrscheinlich gerade nicht gucken, aber wir wünschen ihr noch einen schönen Urlaub, Nina. Ja, genau. Die genießt bestimmt ein bisschen die Sonne. Genau. Wahrscheinlich. Ihr geht's wahrscheinlich besser als Mario gerade. Ja. Ja. Also schöne Grüße an die beiden. Ja, schöne Grüße. Aber wir haben auch coole Themen heute, Genau. auf jeden Fall. Ich habe eben schon gesagt, wir beschäftigen uns ja mit einem neuen Konsolenspiel, ne? Genau. Es ist FIFA 16, kommt heute raus. Also es ist unglaublich, was da abgeht im Netz. Es ist das erste Mal gibt es Frauenmannschaften. Was hältst du davon? Also ich find's cool. Also ich finde gut, dass man jetzt die Frauen nicht ganz außen vor lässt, weil ich meine, Frauenfußball, die machen ja schon immer so den einen oder anderen, also die schaffen ja schon richtig was, ne? Auf jeden Fall. Also Ja. ich finde es cool für die Gleichberechtigung, oder Gleichstellung. Wir sehen das hier gerade. Wir haben da mal so ein kleines Bild rausgesucht, wie die Damen dann aussehen. Und ich muss leider sagen, ich finde sie sehr männlich. Ich finde sie wirklich Ohne sehr Scheiß, männlich. ich habe genau das Gleiche am Anfang gedacht. Also ich finde, du erkennst halt nicht auf den ersten Blick, es tut mir leid, ob Mann oder Frau. Und ich finde, das ist eigentlich ja so ein Vorurteil irgendwie, ne? Ich finde es schlecht. Ich finde, man hätte sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Also die könnten schon ein bisschen weiblicher aussehen, finde ich. Finde Also ich Haare find, vielleicht. auf den ersten Blick, wie gesagt, man denkt, es wären Männer. So vom Gesicht her auch, ne? Ja. Aber an sich finden wir es ja. Also so was im Netz abging, auf jeden Fall, also vor allem von der Damenwelt, großes Lob, also Kommentare wie, war die beste, sinnvollste Erweiterung eines Spiels. Ja. Und ich meine, es ist ja auch richtig, es ist ja gut für die Gleichstellung von Mann und Frau, aber ich denke mal, wenn so die Frauenwelt da draußen aussieht, ne? Ich meine, wir sind schon ein bisschen attraktiver, dieses Geschlecht, oder? Finde ich auch. Ich finde, man hätte uns ruhig ein bisschen rausputzen können. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr Rundungen geben. Ja, ein bisschen denke ich auch. weiblicher einfach. Aber ihr könnt gut. uns ja noch mal gerne in den Chat schreiben, was ihr davon Genau. haltet. Oder vielleicht, was ist denn euer Lieblingsspiel? Heute kamen ja ganz viele auch raus. Vielleicht mögt ihr FIFA 16 oder spielt ihr es überhaupt? Also, Ich denke mal, die Männerwelt hat drauf gewartet. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob sich deswegen die Frauen vor die Konsole setzen, weil es jetzt Frauenfußball gibt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Jungs das spielen, dass die Jungs mit Frauen FIFA spielen. Ich glaube, die bleiben ihren Männermannschaften treu, wenn ich das glaube ehrlich ich auch, bin. das glaube ich auch. Ja, aber schreibt es uns gerne in den Chat. Genau. Also wir wollen eure Meinung hören. Genau. Aber uns hat ja heute auch noch ein anderes Thema ein bisschen zum Schmunzeln gebracht. Auf jeden Fall. Weißt du, das war das erste Thema, worüber wir heute Morgen gesprochen haben, als wir uns gesehen haben. Und zwar gibt es eine erneute Panne bei der OB-Wahl in Köln. Auf jeden Fall wieder so ein Epic-Fail der Stadt Köln. Man kann es gar nicht anders sagen. Ja. Ich habe meinen Wahlzettel tatsächlich heute ausgefüllt und ich dachte, ich komme nicht klar. Also ich habe es aufgemacht und dachte sofort, okay, da muss ja ein Fehler drin sein. Und es hat sich bestätigt, wie der Express auch hier unter anderem titelt. Wenn ihr das hier mal seht, also es gibt das Unterschriftfeld und da müsste dann eigentlich stehen Datum, Ort, Unterschrift. Und was macht die Stadt Köln? Sie lässt den Ort einfach mal weg. Sie lässt den Ort weg. Braucht man nicht. Und es ist ungültig ohne Ort. Das ist das Wichtige. Also irgendwo in der Stadt Köln im Amt muss jetzt irgendjemand sitzen, der richtig wieder die Hosen ist das voll kriegt. ärgerlich. Vor allem das Schlimme ist einfach, man ist ja schon auf Fehlersuche. Es Ja. ist ja nicht mehr so unbeschwert, man kriegt jetzt einen Wahlzettel per Briefwahl, man füllt den aus, man schickt ihn weg. Man guckt wirklich akribisch und das war ja vorher nicht so. Okay, wo ist der nächste Fehler? Und es gibt jetzt eine neue Wahlleiterin ja auch schon seit kurzem, Ja. ne? Und ich glaube, irgendwie die ist- muss sich jetzt bestimmt auch ein bisschen was an Kritik anhören, oder? Also die Wahl ist verflucht in Köln. Ich meine, was haben wir im Netz heute gelesen? Die Kölner, die können Wahl und die Berliner, die können Flughafen, so ironisch, ne? Also es ist echt, es verfolgt die Kölner einfach. Es ist einfach peinlich. Es ist peinlich. Ich bin ja schon einmal durch die Stadt gegangen, habe die Kölner nach ihrer Meinung Ja. gefragt und der Spott war groß. Ich möchte jetzt gerade nicht wissen, was in der Verwaltung Köln abgeht. Ich möchte nicht wissen, wie nervös die sind und wie die sich gerade gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben, muss ich sagen. Aber trotzdem, anderes Thema aus Köln.
Und zwar die Band Annemai Kantereit. Mega geile Band, oder? Also ich weiß nicht, ob ihr die da draußen kennt. Du kennst sie, ne? Wir hatten ja heute drüber gesprochen. Ja. Also unglaubliche Typen, von jetzt auf gleich total berühmt geworden. Was ich witzig finde, heute, falls ihr es nicht mitbekommen habt, heute sollte eigentlich die Welt untergehen. Wir leben noch. Wir sitzen hier noch? Ja, wir sitzen noch. Wir atmen noch. Aber der Weltuntergang wurde jetzt einfach mal verschoben auf Montag. Also wir haben jetzt noch mal das Wochenende, wo man quasi eine Abrissparty... Gehen wir nochmal richtig feiern und lassen nochmal richtig die Sau raus, bevor die Welt untergeht. So richtig daneben benehmen, weil am Montag geht's ja eh zugrunde. Ja. Und das Witzige ist ja, dass Annemai Kantereit. Ich weiß, es ist ein schwieriger Name, aber es ist wirklich originell. Also als ich das erste Mal den Namen gehört habe, dachte ich, was ist das denn? Ja. Aber es sind einfach die Nachnamen der Jungs tatsächlich. Ja, mega witzig. Ja. Und die bringen natürlich das auch in ihrem Song, den Weltuntergang. Genau, die haben jetzt mit KIZ nämlich ein neues Lied rausgebracht. Hurra, die Welt geht unter. Ihr kennt es wahrscheinlich schon aus dem Radio. Es wird mega gefeiert. Und jetzt kommt ein neues Video, oder ist ein neues Video veröffentlicht worden auf YouTube. Und ich feiere das mega. Also ich liebe die Jungs sowieso. Das Lied ist der Hammer und es passt perfekt zum Weltuntergang am Montag. Ich würde sagen, wir schauen da jetzt mal eben rein. Genau. Der Sandstrand, wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Auf den Trümmern das Paradies. Nimm dir Pfeil und Bogen, wir erlegen einen Leckerbissen. Es gibt kein Knast mehr, wir grillen auf den Gefängnisgittern. Verbrannte McDonalds zeugen von unseren...